Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. A schöne Teve, a guten gesinnten Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. A guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist euch mehr David. Auf unser heutiges Programm haben wir dem Covid und Vergnügen zu präsentieren ein Interview mit Mati Mendlovich. Sie ist eine sehr berühmte Präsentierke auf YouTube. Ihr Name auf YouTube ist Multisingual, also wie multilingual, nur mit ein S. Und sie ist sehr interessant, weil sie redet Jiddisch von den chassidischen Kreisen. Sie ist allein gewachsen in einer chassidischen Mischprache, ist noch als fromm und sie ist sehr interessant. Und ich meine, sie wird noch haben zu hören wegen ihr jungen, interessanten Leben. Shalom Aleichem Achalamin. Du begrüßt dich Gittel Schechter Vishwanat, der Vorsitzer von der Jiddisch-Liga. Die getreue Ziehherres von des jüdischen Kohl wissen aber, als die Jiddisch-Liga ist die einzige Organisation, was hat für ihr Schliches das Aufhalten im verspreiten Jiddisch wie ein handsartig, tagtäglich, sprudelig luschen. Die Jiddisch-Liga geht aus dem unikalen Journal auf den Schwell, in ganzen geschrieben auf ein idiomatisch und latisch luschen. In dem nächsten Nummer haben genommen die Feder in Hand unsere eigenen Lehners. Sie haben umgeschrieben Artikeln, Essayen, Zechroines, Lieder und Prosa, erzählt zum ersten Mal auf Jiddisch. In Hajur kommen uns erst 2 Maseltovs. Erstens ist Norwus heraus von Druck ein neues Lehnbüchel von 7 Peretz-Erzählungen, verkehrt und bearbeitet für Studenten von Moschele Alfonso. In dem ersten Chodesh allein haben sich schon verkauft mehr wie 100 Exemplaren, und das heißt, verkaufen sich wie Matzewasser. Zweitens, unsere Werte von der Woche, was gehen schon heraus sind 2013, wird Bar Mitzvah. Mazel Tov! 13 Jahre von Lernen unserer Mitglieder in Lehners Werte und Ausdrücken auf unterschiedliche Themen, von Yom Tovim in Essenwerk bis Politik, Gesellschaft, und a viele, wie so Chais reden auf Jiddisch. Ja, a Kuh merucket und a Chaser chrucket. Die Zahl Abonnenten auf unser Online-Wertebuch wächst von Tag zu Tag und betrifft jetzt knappe 3.500.
Gefindt Tage euch, wie soll mir sucht das Wort auf Jiddisch. Habt da Kickeran auf englishyiddishdictionary.com. Mir mutigen ach, ihr sollt stützen die Jiddischlige mit der breiter Hand, kedei unser kiemdicke Arbeit soll auch können weiter dienen bis 120. Geht zu leagueforyiddish.org und geht da Quetsch auf den Knäppele Donate. Wir wollen nachkommen a größen Jischkoich. Derweil wünschen wir euch, ihr sollt haben ein gut, gesinnt, gebencht Jahr in einer Welt von Schulem zwischen alle Völker. Seid mir alle gesinnt und stark. Wenn es kommen an, die 10 feuchtige Tag, als es jemei Tshuva. Hat jeder Jid bloß ein Sach in sein Machshava. Zochereino lechaim, melech ofetz b'chaim, v'chosveino b'seif. Shalom, Rav. This is Mary Ehrlich. I'm Mitglied von der Neigekommene. Und ich will euch zum neuen Jahr wünschen, einen glücklichen, gesunden und guten Jahr. Und wir sollen sich wünschen über ein Jahr Gottes. Shalom. Mein Name ist Rosalie Reschelbach. Ich will alle wünschen ein gute, ein gesinnte, das beste Jahr. Ich bin a member of American Association of Holocaust Survivors. Janet Stein is the president. Mein Mama und Tata gewesen Holocaust Survivors und gereden Jiddisch in der Heim. Und das gewesen mein erster Sprach. Und ich rede Jiddisch mit 6 Waben. Einmal am Monat, wir reden bloß Jiddisch. Und ich will wünschen zu alle die beste, gesinnte, süßeste neue Jahr für alle. Hello, my jüdischer Freund. Mein Name ist Tanja Lefman. Ich bin ein Holocaust-Survivor. Will ich begrüßen in Namen auf meine Organisation, was ist the Great Holocaust Survivors of Greater Boston. Du sind die Survivors, die Kinder und die Enkel und ihre Enkel kommen sind. Jetzt, als es geht kommen, Rosh Hashanah, wollte ich allen begrüßen und wünschen, einen guten, süßen, einen gesinnten und einen glücklichen Jahr. Und wir hoffen, als nächstes Jahr wird sein Schulen in der Welt. Jetzt will ich auch sagen, als wir wollen haben, Haskura für die 6 Millionen, das ist sein in Brandeis, und das ist sein zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, dem Sonntag. Die Schuhe weiß ich noch nicht genau, aber wer zu wollen kommen, kann gehen zu Brandeis und wir sehr gut aufnehmen. Noch einmal, alles Gutes, als wissen guten Jahr. Ich wünsche es alles Best, seid alle gesinnt. Bye bye. Ich, Elle Dovek von der Israel Bookshop in Brookline, wünsche alle unsere Klienten und alle Zuhörer von dem Programm Das Jiddische Kol, Ashnas Chaim Vesholom, Ashnas Geulo und Aksiba Vechsime Toivo. Wir haben bei uns im Geschäft alle jüdische Artikel, Talesem, Sforim, Textbooks von allen Sorten, Hebräisch, Englisch, euch in Jiddisch. Euch haben wir Kassetten, CDs und Videos. Kommt rein und verbringt in eine heimische Atmosphäre, ruft oder kommt rein für Luchos oder Kalenders von dem neuen Jahr. Ot Allah Shnas Chaim Vesholom, Shnas Geulo, zum ganzen Klal Yisrael. Israel Bookshop, 14 Harvest Street, Brookline, Massachusetts, 566-7113.
Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Kannst du sein so gut geben deinen Namen? Ja, ich heiße Matel Mendlowitsch. Erzähl ein bisschen, was du tust im Leben, speziell auf der jüdischen Gas und wie du bist gewachsen und geheiratet. Ja, ich bin aufgewachsen in New York, in einer chassidischen Mishpucha. Ich bin aufgewachsen in Jiddisch mein ganzes Leben. Und ja, jetzt habe ich einen YouTube-Kanal auszulernen andere Menschen Jiddisch, weil ich habe sehr lieb die Sprache und ich will mehr verbreiten die Sprache von anderen Menschen auch. Wie heißt dein YouTube-Kanal? Es heißt Multisingual. Und kannst du beschreiben von eurem, was man gefällt dort? Ich habe Videos, wie ich mache Vlogs, wie ich reise und ich rede die ganze Zeit nur in Jiddisch. Und auch, ich mache Videos, wie ich lerne aus, Wörter in Jiddisch oder TikTok in Jiddisch. Und auch habe ich Videos, wie ich mache Dubbing von Disney-Filmen in Jiddisch. Ich rede über in Jiddisch. Ja, und du lernst auch Wegensprachen, andere Sprachen. Ja, ja, ich habe auch Videos wegen anderen Sprachen. Ja. Gut. Es gewinnt sehr interessant zu hören, ein bisschen wegen deinem Leben. Ich habe gehört letztens dein Interview mit Freide Wiesel wegen dein durch verschiedene Schulsystemen und wie so Jiddisches gewinnt beim Anheb und dann ist es weggefallen, dann ist es zurückgekommen. Kannst du ein bisschen erklären nochmal von uns, erst auf Jiddisch? Ja, ich bin gegangen in die Satmar-Schule, wenn ich gewesen echt klein, bis ich bin gewesen in der zweiten Klasse. Und damals habe ich geredet Jiddisch die ganze Zeit. Da war da, Satmar, mir redet einfach Jiddisch. Und nachdem bin ich gewesen in eine andere chassidische Schule. Und dort sie haben gehabt eine jiddische Klasse. Und sie haben gehabt, die ganze Unheib von der Tag ist nur gewesen in Jiddisch. Alle die jiddische, ich meine, der richtige Wort für Jiddisch ist Themas, oder ich weiß auf Englisch, ich habe kein Mensch gedacht mit dem Wort in Jiddisch, School Subjects. Es gewesen in Jiddisch, und nachdem die zweite Hälfte des Tages gewesen in Englisch. Inzwischen uns haben die Meidlich haben geredet zwischen sich nur in Englisch, weil Jiddisch ist gewesen ein bisschen mehr so wie wir sind so fremd und wir reden Jiddisch. Es ist nicht cool zu reden in Jiddisch. Das heißt, wenn du hast angehoben Third Grade, hast du genommen reden nur Englisch mit die Chavitas. Ja, mindestens haben wir uns auch gemischt, Jiddisch und Englisch. Es ist gewesen so, also, aber es ist nicht gewesen, also Jiddisch, wie es gewesen ist, sagt mir, wie, man kann echt nicht geredet kein Englisch, die Kinder haben nicht geredet kein Englisch. Es ist gewesen mehr so Mischacht von Englisch, von Jiddisch, aber wie wir Englisch mal gekannt reden, ist gewesen ein bisschen mehr cool, als wie, Kannst du ein bisschen erklären, von was du bist da weg von dem strengen Satmarer Schule zu einer begabte Leser chassidische Schule? Meine Sprache hat sich dann getauscht. Sie haben sich angefangen, ein bisschen mehr und mehr zu tauschen. Meine Mama hat angefangen zu fahren an Auto. Und das tun wir nicht, die Frauen fahren nicht in Satmar. Ja, Sachen, also wie kleine Tauschen wie dem, es gewinnt genick. Sie wissen, okay, ins Belangen aber dort, ins darf man treffen, wie ins Belangen echt. Aber Jiddisch ist gewähnt die Sprache von daheim? Ja.
Bis es haben angefangen daran zu mischen ein bisschen mehr Englisch, wenn ich gewesen öfter, ich meine, wenn mein jüngster Bruder ist geboren, weil er hat sich viel nicht ausgelernt, so viel Jiddisch. Er gleich angefangen zu reden Englisch und ich meine, wenn er geboren haben jetzt angefangen zu reden, schon mehr und mehr Englisch auch. Okay, ist weiter, bis gewesen in noch als in der chassidische Schule und weiter, was kommt danach? Nachdem, wenn ich bin reingegangen in die sechste Klasse, damals es gewesen, ich habe getauscht nach einer Schule zu litwische Schule. Dort hat keiner geredet Jiddisch. Es gewesen nur Englisch und auch Hebräisch. Und ja, damals habe ich aufgehört zu reden Jiddisch. Bechlal. Aber bin ich Jiddisch, die litwische Juden haben allemal geredet Jiddisch, als sind sie ein halber Jahr moderner, sozusagen, wie die Chassidim heutzutage. Es ist nicht klar, was sie wollten nicht geredet Jiddisch. Ja, sie haben ausgelernt ein bisschen Jiddisch, meine ich, nicht in meiner Klasse, aber in meiner Schwesters Klasse haben sie gehabt Touch in der litwischen Jiddisch, in Chemisch-Klasse. Meine Schwester Ravada hat ist gar kein Problem. Viele keine nicht in der Klasse geredet Jiddisch, und bei sie haben sie gedacht, auslernen Wort bei Wort Stamm zu kennen, und durchmachen. Alle die Tests und solche Sachen, aber sie hat nicht gar kein Problem mit der Touch. Aber ja, keiner hat es echt nicht geredet. Und es ist gewesen so wie ich weiß nicht pinklich, wie soll ich das so wie eine Lower Class Sprache. Aber das ist ein größer Schad, weil mit 2-3 Jahre zurück ist Litwisch gewesen die Sprache von den litwischen Juden, viele Teure Chachamim, Goinem, und es ist nicht geblieben genug der Herz für die Sprache beim heutigen Dorf, also gerufene litwische Juden. Ja. Ist Hakitze, hast du genommen reden nur Englisch zwischen Chabertes? Und was ist geschehen danach? Ja, ich hab vergessen, also wie soll ich reden Jiddisch? Ich wollte nicht gekannt zusammenlegen, ein ganzer Satz in Jiddisch, durch seine die Schule für 2 Uhr. Weil ich bin nicht gewesen interessiert, ich habe nicht gewollt können reden Jiddisch, es hat mich auch nicht interessiert. Ich habe mir dann noch genutzt, auf hohe Werte tun dort mit meinem Sprache in der Heim, reingemischt, viele geredet Englisch, aber ich reingemischt jiddische Wörter eibig, weil es wird eibig sein, meine erste Sprache, aber ja, es ist echt nicht gewesen, also ein größer Teil von meinem Leben, ich habe mich ausgedrückt in Stamm, tägliche Leben, es ist nicht gewesen, echt. Und damals, ich habe nach dem getauscht Schule, dann sie gehen in High School. Es ist gewesen, a moderne Schule. In Gänsenfisslach. Ich hab verstanden, dass das gewesen eine Beis-Jakob-Schule. Ja. Weil wir halten das von der frühsten Schule in Boston. Das ist da Beis-Jakob-Schule. Das ist also fromm, das ist sogar fromm bei anderen Juden. Aber bei dir, in dein Zwiebel ist das gewesen, also sozusagen modern. Entschuldigung. Ja. Es ist gewesen, mehr modern wie andere Beis-Jakobs, was ich habe gesehen. Die erste Jahr, ich bin dort gewesen, haben sie man gekannt gehen mit Socken, nicht nur Strümpf. Man gekannt zurück welche Kaliere man gewollt auf dem KD. Man gekannt gehen mit man gewollt gehen mit welche
Erziehung man gewollt trugen, welche der Hure gewesen, wissen wir gewollt haben, der Hure hat man gekannt haben, der Hure. Und alle Sachen. Die Mädels tragen, tun sich an mit Schminke. Nur von der 12. Klasse haben sie das gelöst, aber man gekannt und in etwas habe ich gewollt, du musst schon machen, der Augen bremen, oder etwas so haben sie gut gesagt. Etwas, was man kann echt nicht so stark sehen. Ich hatte reingegangen in Schule mit roten Lippen, wollten sie etwas gesagt, aber es ist etwas, was sie nicht so, was weiß ich nicht so stark damals, haben sie gut nicht gesagt. Sehr interessante Sachbeiten in deinem Leben. Aber es ist nicht du, was es gebeten, weil deine Schwache ist gebeten, ein bisschen. Ist das MS zu sagen? Ja, es ist nicht echt gewesen, Entschuldigung, ich dachte, von der richtige Wert ist, zu sagen, ich habe mich dann getauscht mit Mama Sprache. Der Weg, was Mama Sprache gegangen bin ich auch gegangen. Ich habe echt nicht getracht daran, in der Tausch, ich will das tauschen. Es ist nicht gekommen für mich allein. Okay, gut. Und kannst du euch beschreiben, das ist sehr interessant beschrieben mit Friday. Wegen was die Mädchen haben geredet? Ja, sie haben geredet von alle meine Sachen, von Pop Culture, von Jünglich, von andere Sachen, was ich kein Mensch gehört in meinem Leben. Ich habe nicht gewusst, dass solche Sachen sind du. Ich habe nicht gewusst von Celebrities, ich habe nicht gewusst von solche Sachen. Und jeden Menschen reden davon. Es ist sehr interessant, sie kennen jeden, sie reden. Meegereden von ihm. Du bist in High School und wie viel hast du gesehen? Television, Internet, gehört Radio, gesehen moderne Filmen? Ich habe gesehen nur Kinderprogrammen mein ganzes Leben, bis ich gewesen 14 Jahre oder 14, 13,5. Habe ich noch gesehen, echt kinderische Sachen, was meine Eltern haben erlauben. So, sie gewähnen, aber sie gewähnen Sachen von der äußeren Welt, aber sie nicht gewähnen, sie gut nicht weggegeben, was geht vor in der äußeren Welt. Echt. Und wenn ich bin angegangen in die bis Jakob, damals, ich habe bekommen ein Telefon und ich habe gekannt, und haben sie googlen alle die Sachen, was einem geredet werden. Wer der Mensch, wer der Celebrity, was reden finden, oder was die Musik, was reden finden, oder solche Sachen, was der Film, was reden finden. Ich wollte mich alles auslernen, was geht vor. Kannst du geben dein Alter, wie alt bist du? Ja, ich bin 23. Als wir tun die Mathematik, meine ich, als du hast graduiert von High School bei um der Zeit von der größten Pandemie, Emmas? Ja, so gewinnt eine Jahr. Mit von Quarantäne. Noch ein Anschicken ist, aber wie hat das affektiert dein Leben? Oder was ist geschehen nach dem Graduieren von High School? Du bist nicht gegangen auf keinen traditionellen Derech, meine ich, aber kannst du allein erklären? Ja, es gewinnt sehr interessant für mich, als ich geendigt Schule gleich mitten von Covid. Ich gehe stam als stam Zeit von mir, Zeit sie können ausgefunden, was ich wollte mit meinem Leben, weil es ist nicht so wie ich kann echt da rausgehen in 10 Sachen. Es ist nicht so wie die ganze Welt hat aufgehört, sie arbeiten. Damals genommen die Zeit und sie haben lernen Sprachen. Und ja, ich habe dann dort gesessen und gelernt für Schuhe und das was ich genutzt, man sagt in Covid. Kannst du beschreiben dem Anheb, wenn du hast sich entpleckt wie eine Sprache
Liebhaber, ein Enthusiast für Sprache? Sie gewinnt beim Tu ist echt. Ich habe nicht gehabt, dass es also geschehen. Ich bin gewinnt bei ihr 18 oder gleich war, ich meine, ich habe gewonnen 18. Und ich habe gesehen einen Film, ein kleiner Teil von einem Film, echt Deutsch. Ich habe gedacht, ich kann so viel verstehen von Deutsch. Ich soll auch noch auslernen Deutsch, weil es so ähnlich zu Jiddisch. Ich habe angefangen zu lernen Deutsch. Und ich habe gedacht, wow, ich habe das echt lieb. Es ist sehr interessant. Ich soll auch noch auslernen Norwegisch. Das ist auch ganz ähnlich. Und ich habe angefangen zu auslernen Norwegisch in Deutsch. Zusammen, dezelfde Zeit wieder. Und ich habe nicht gedacht, so viel Zeit. Echt, weil ich habe noch gewinnt in Highschool in der Zeit. Und du und dort ein bisschen. Und es gewinnt bei Januar. Und nachdem im März alles hat sich verspart. Und ich finde, ich habe noch gerade echt Klassen auf Zoom, aber ich bin kaum gegangen auf die Zoom-Klassen. Ich habe gesessen in gelernten Sprachen. Ich habe raufgegangen auf Duolingo und angefangen, ein, 5, 6 Sprachen auf einmal. Da gesessen und gelernt, gekickt auf Filmen und die anderen Sprachen und geschrieben alle die neuen Wörter, was ich gehört, wenn ich gehe zum Musik oder Filmen, übergegangen die Wörter, sie machen sich, es geht echt daran in meinen Kopf, und stam, das getan. So wie, ich bin reingefallen in der Weg, was ich völlig gehabt, was geschehen, als das wird de Liebschaft für mein Leben. Ich habe völlig gehabt, was geschehen, weil stam, ich muss nicht so meine Zeit jetzt in Covid, und ja. Du hast sich ausgelernt, etliche Sprachen parallel in derselben Zeit? Ja. Und wieso hast du kannst sie nicht ausmischen? Hast du entdeckt, dass du hast ein spezielles Talent, nicht auszumischen, die Sprachen, was du lernst, sie in derselben Zeit? Ja, aber ich mische sie noch. Also, das geschieht noch. Speziell mit Sprachen, wir sind ganz ähnlich, nämlich schon Deutsch und Jiddisch. Ich finde, Jiddisch ist meine erste Sprache, nach alles wollte ich hereingemischt dort du ein deutsches Wort. Oder ich dachte, als Simizan ist es auch Jiddisch, weil alle deutsche Wörter sind auch Jiddisch und es dann gibt es Schießeran oder Russisch und Tschechisch auch. Sind so ähnlich als, ja. Ist gut. Alle will noch so fragen, kannst du ausrechnen die Sprachen, was du hast Jahren bisher sich ausgelernt? Die erste ist gewesen Deutsch. Die erste ist gewesen Hebräisch, weil ich habe mich lernen Hebräisch in Chile. Ich habe vergessen, dass Sachen es noch Chile, weil ich habe so gefokust auf alle die anderen Sprachen. Es ist ein bisschen rausgefallen von meinem Kopf, aber ich kann auch Sachen verstehen, lernen. Und nach dem Deutsch, nach dem Norwegisch, nach dem Dänisch, nach dem skottische Gälisch. Ich weiß nicht, was das in Jiddisch echt. Ich kann nicht sagen in Jiddisch. Schottische Gälisch? Ja. Okay. Und nach dem Finnisch und Schwedisch, Tschechisch, so Russisch, Zeichensprache, Zeichensprache heißt American Sign Language? Ja. Was geherrscht das auch Sprachen? Jetzt will ein Menschen wissen, was hast du für Tipps, Aids, zu deinen Sprachen? Kannst du übergeben? Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis.
Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kool auf WNR 1600 AM Brookline, Boston. Dank van Herren. Goed Hanoye. Goedemiddag, Tjeur. Door het Jankele Bodden van Israël. Dus het is Jiddische Kool. Zijn tevreden. Sie hören Musik in jener Sprache, beschreiben. spazieren, Sie hat mich geehrt. Sie hat mich gesehen. Ihr könnt mich treffen in Musik in jener Internet. Sprache. Wir zijn zufrieden. Over eer or anunte mispoche is blind, over zeit schwer, aber is druk verkrippelt. JBI können helfen Menschen haben ein Zutraut zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibray.org 1-800-433-1531. Was hältst du wegen Duolingo? Sie geht und sie fangen, aber sie können doch nur nehmen so weit. Aber sie geht der Weg zu umfangen, sicher. Und was ist noch eine App, was du nutzt, was du rekommendierst? Drops ist eigentlich auszulernen Wörter. Wie schreibt man das? DROPS. Drops. Habe ich gehört. Das ist für welche Sprachen hast du das ausgelernt mit dem App? Ich habe es genutzt, noch einmal zu de Mann, wo ich alle de hebräische Wörter, was ich schon vergessen, und auch Isländisch, habe ich ausgelernt, ein bisschen auch auf Drops, ja. Ist noch eine App, was kann man rekommendieren? Rechten, sicher genutzt noch eine App. Die zwei nutze ich die meiste. Sie gewinnen ein Stück Zeit, die letzte Woche genutzt an der App, so ich weiß nicht. Efter LanguagePod? LanguagePod? Ist das eine App? Ja, ich meine. Ich weiß nicht, ob es eine App war, ich weiß, es ist sicher eine Website. Aber ich weiß nicht, ob es ist auch eine App. Ich habe bemerkt letztens eine App, ich habe es ausprobiert, nicht gekauft, aber es weiß Filmen, zum Beispiel Netflix und andere Stream-Bedienungen, aber sie werfen rein Untertiteln auf Englisch mit der Sprache in der Zeit. Und das ist ein Öffnen zu lernen die Sprache. Man kann euch quetschen auf die Wörter in die Untertiteln und es geht im Deutsch auf Englisch. Ja, ja, ich habe gesehen Reklamen davon. Ja, So, ich habe es dann auf Facebook oder Instagram habe ich das bemerkt. Ich meine, das ist ein guter Öffnen zu lernen Sprache. Aber du rekommendierst gucken fremdsprachige Filmen mit den Untertiteln, wie ein Öffnen sich auszulernen, die Sprachen. Ist das, was du hast getan? Ja. Ja. Schade, was man kennt, sind alle Filme mit Jiddisch. Das ist die Zora von Jiddisch. Wir haben nicht Netflix hat Seinfeld auf Deutsch, auf Französisch, auf Polnisch, auf Russisch, aber nicht auf Jiddisch. Ja, es ist sehr schwer, sich auszulernen, Jiddisch, weil es ist so wenig, Wege, sich auszulernen. Es kann man gar nicht auf dem Internet, es kann ich gar nicht aber und für das Schwere ist Chassidisch Jiddisch. So du mehr akademische Jiddisch, aber nicht so viel Chassidisch Jiddisch. Ja, aber es ist gewesen letztens, im letzten Jahr 2, habe ich bemerkt, dass auch mehr auf YouTube jiddische Programme auf Chassidisch Jiddisch. Man redet nicht zu viel rein Chassidisch Jiddisch, es ist ein Gemisch von Englisch, sag mal, aber man probiert überzugeben Chassidisch Jiddisch auf gewisse Programme. Das ist gut, ja.
Ist zurück zu dir und dein Geutel. Was hast du getan nach High School? Du bist, wie ich verstehe, bist du nicht gegangen in Seminary, hast eine Straße gehabt. Was hat dich geführt zu seiner ein Mädel, was retten, wenn ich kein Jiddisch, hat alles vergessen und jetzt lernst du Jiddisch und redest Jiddisch ganz fein, wie wir hören. Und erkläre ein bisschen wegen deiner Jahren sind 2020 ungefähr. Ja, noch in Highschool, wenn ich angefangen zu lernen, alle die Sprachen noch, alle die Sprachen habe ich noch einmal auch angefangen zu lernen Jiddisch, weil es hat mich etwas interessiert. Ich weiß nicht, was es hat mich reingegangen in den Kopf, als ich will jetzt lernen Jiddisch, aber ein Minute zweitens, dann ga ich übersetzen die Lied zu Jiddisch. Und, ich habe das lieb gehabt und es ist gewesen sehr schein, noch muss ich hören alle die Werte, was ich denke noch ein bisschen für mein Kinderjugend. Okay, Mami, Tati, was ist mit die Werte in Jiddisch noch einmal? Ich habe schon vergessen. Und so, mal gesagt, und ungefähr mein Baba, wieso sag ich das in Jiddisch noch einmal? Und sie wird noch erzählt und angefangen zu übersetzen, Lieden und andere Sachen. Ich habe auch geliked, mein erstes Video öfter ein Jahr später. Es gewesen Let It Go in Jiddisch, die Übersetzung, wie ich singe es in Jiddisch. Was ist Let It Go? Stell sich vor, wir haben Zuhörer, was wissen viel nicht, mit was man erst das sagt. Oh, das ist ein Lied von dem Film Frozen. So rausgekommen. Das ist rausgekommen. Über 10 Jahre zurück schon. Disney-Film, meistens für Kinder. Ja. Und kannst du uns singen ein paar Schores? Ich habe schon vergessen, das Sache von der Welt gesetzt. Okay, wir wollen reinpassen von YouTube. Lo sei nicht daran, lo sei nicht sehen, sei de Wohle, man hat dir aufgebringt, behaut Papi nicht, lo sei nicht wissen, doch jetzt wissen sei, los es kein, zurückkommen ist mir nicht zu grün, los es kein, der sich weggelegt zu dir. Ganz eindeutig. Ist das getan und was ist weiter geschehen? So gewesen, mein Tata, was gesagt, als efter kannst du umfangen einen YouTube-Kanal und kannst du da vielleicht mehr für solche Videos. Und viele reden wegen Jiddisch, reden in Jiddisch und in andere Sprachen. Ich meinte auch, ja, ich wollte es auch keine reden wegen anderen Sprachen. Und, die Länder, was interessieren mich, reden wegen Kulturen und Sprachen und alle die meine Sachen an dem. Und ja, so, ich habe es angefangen und ich habe es lieb gehabt und ja, ich vorgesetzt. Und du hast entdeckt noch einmal Jiddisch. Wie hast du gesagt, noch einmal aufs Neue ausgelernt Jiddisch und jetzt lernst du Jiddisch? Ich meine, Sache von der Zeit, ich frage Menschen, was reden Jiddisch besser wie mir. Wieso sagt man das? Wieso wird man das gesagt? Ich habe auch ein bisschen aufgesicht auf dem Internet, ein bisschen mehr wegen der Diktatur. Wenn nutzt man die das? Das habe ich einfach vermischt, weil in Chassidisch Jiddisch
und sagen es dann de. Es ist echt nicht. Aber ich wollte kennen nutzen der richtige Wort, wenn auf mein YouTube, weil ich weiß, dass Menschen lernen die Sprache und ich will nicht auslernen. Stammt sie sagen de. Und wie geht es mit deinem Kanal? Du machst da Leben von davon? Ich fand die schon etwas, ja. Mazel tov, ja, schon klar. Das ist ein großer Auftrag. Und ist das deine Arbeit? Hast du eine andere Profession? Ich lerne auch aus Jiddisch für Menschen. Ich habe Klassen auch in Jiddisch. Und ich fange an jetzt mit noch ein anderes Projekt jetzt, was kann ich mich echt sagen, pünktlich was. Das ist aber... Ein Komödie-Programm kannst du uns übergeben. Es ist zu früh. Ich wollte wissen, ein bisschen wegen dein Hintergrund, weil ich habe gesehen, du bist gefahren in Slowakei. Es ist klar, dass du stammst von ungarischen Judentum, mehr oder weniger. Like, mein Verstand ist. Kannst du uns ein bisschen übergeben wegen Baba Zedas, älter Baba Zedas, dein Scheiches mit Churben, mit dem Holocaust, was sie haben durchgemacht, von wann du stammst bei Emerson in Misrach-Europa? Ja, alle 8 für mein ältere Seite sind Babas, sind übergelebt, sie haben übergelebt, die Milchama. Sie gewesen, ich bin gegangen, sie mich labritz wie mein ältere Seite, was ist mein Tatas Tate, wie ist aufgewachsen in Versachtung, das war ihm auch sein Tate Bruam, sein Tate Moshe Mendel, sein Tate Janke, alle sind dort aufgewachsen. Und nachdem sie sind von Slowakei, nachdem habe ich auch gesprochen von Satmir, von Rumänien. Ich habe, wie viel von meinen, ich meine, 3 von meinen Eltern, sei das Babas kommen von dort, aber betrachten. Nachdem habe ich ein älter Baba von Kossen, was ist Hansetext in Ukraine, aber so vielleicht sagen Tschechoslowakei, Nezat. Und ein älter Baba von Kedanov, das ist Gleichleben Minkac. Auch so vielleicht sagen Tschechoslowakei, aber jetzt ist es Ukraine. Ja. Hast du besucht die Gegenden, die noch nicht? Es wollte gewinnen, ist damals zu schwer zu besuchen in Ukraine jetzt. Ja, ich will echt gehen, aber wel de Mechama, es ist gemacht möglich. Noch auch allein. Ja. Ich reise habe ich allein. Ich will jetzt gehen. Allein, eine Frau. Reisen jetzt in Mechama. Ich kann warten, aber ich will sicher gehen. Aber in Rumänien kann man nicht so schwer hinfahren. Bist du einmal gefahren in Satmir, Lamasche? Noch nicht. Ich will echt gehen. Aber ja, ich will öfter in Zukunft nicht so lang wie jetzt, gehe ich dort nachhin gehen. Aber ich will rekommendieren dein Vlog. Vlog heißt ungefähr zu hören Video-Log. Das ist ein populäres Format auf YouTube. Und du hast gemacht einen Vlog von deinem Fahren in Slowakei. Was ist noch einmal der Name oder die Namen, die verschiedenen Namen von deinen Eltern, Sedes, Städte dort? Ja, ich bin gegangen zu Mischlabritz. Das ist wie sie haben gehabt, sei Gehilz. Entschuldigung, es hat andere Namen auf Jiddisch oder Ungarisch? Ja, in Slowakisch heißt es Meslaborce. In Jiddisch ist es Mischlabritz.
in dort haben sie gehabt, man älter Seide Avroam hat dort gehabt gehilts, gewesen wegen von ihm bei den Nazis, und gegeben sie andere Sprüche. Es Und ein Gehilz heißt ein Sklad, wo man halt Holz zu verkaufen Menschen, oder es gewinnt ein Säg, wo man schneidet Holz. Man schneidet und man verkauft. Es gewinnt auf ein Teich. Ja. Ja, ich habe gehabt, mein älter Seide hat euch gehabt, also ein Säg hat man das gerufen bei uns, auf ein Teich. Nicht in Minkatsch, aber nicht weit von Minkatsch. Wow. Ja. Und noch, ich weiß, dass meine ältere Seite hat dort gewohnt für ein paar Jahre in der Mohammed, gleich bei dem Umfang von der Mohammed, aber sie kommen echt zum gewohnt für Deures in Chertizne. Das ist so wirklich 10 Minuten zu fahren weg, noch ein bisschen davon. Und dort, ich habe auch erwartet gemisst basichen Chertizne. Und ich habe auch basicht Košice, wie hat Chassan gehabt mit meinem älteren Baba, Chana, und sie dort gehabt seine ersten 2 Kinder. Und hast du entdeckt die neue Heiser-Sales? Nein, ich habe es nicht gekannt. Ich weiß, dass sein Haus in Mischlabritz geworden, abgehackt, ein paar Jahre zurück, oder ich weiß nicht, wann pinklich, aber es steigt noch mal. Der Gehilz habe ich ja gekannt bei sich, aber sein Haus nicht. Und wenn ich bin in Bratislav, in jeder Haus, was ich bin rübergegangen, habe ich gedacht, als wusste ob diese der Haus, wie sie sich behalten in der Mohammed, weil sie sind behalten in der Wand von einem Haus, von einer Krankenschwester in der Polizei, was sie haben gehabt, sie haben sie behalten in sein Haus. In jeder Haus, was ich bin rübergegangen, habe ich gedacht, was ist diese der Haus, was ist ob diese der Haus, was ist ob diese der Haus. Hast du geprüft reden mit Menschen, gefunden Menschen, was haben eine Ahnung, wer sie seine gewähren? Ich habe probiert, aber es ist schwer. So nochmal du so viel. Und ich habe probiert, viele zu treffen, den Nehmer oder ob die Menschen, die sie behalten haben, Kinder oder eigentlich, öfter kann ich sie treffen und danken, wo sie Baba und Seide haben getan, aber ich kann gar nicht treffen. Ich habe gekickt auf das Internet, probiert aufzusichern, fremde Menschen. Hast du noch als Baba Seides oder ältere Baba Seides oder Kreven, was leben noch, was stammen von Europa? Ja, mein 2 ältere Mimas sind noch geboren. Die 2 ersten Kinder sind geboren in Košice, für mein älter Baba und ältere Seite noch der Mohammed. Sie leben noch. Ja, sie sind eine sehr scheine Frau. Und ich habe letztens geredet mit einer von sie. Und ich gewissen das Video von der Platz, wo sie ist geboren, weil ich habe ihm gesagt, in Košice in genommen Videos und ich habe gewissen den Platz. Also sie leben lang und gesund sein. Aber sie haben nicht gekannt, die geben AIDS, wie solche gefunden Sachen dort. Nein, sie sind sehr klein, wenn sie mal weggemuft. Sie sind ein bisschen, ich meine, der älteste gewinnt 2 Jahre, wir sind weggemuft von Slowakien und sie das ist in Jiddisch, ein DP-Camp in München. DP-Lager. Ja, DP-Lager in München. Und dort sind sie geblieben für nach 5 Jahren, war sie gekommen, kann Amerika. Sie haben gewinnt, der erste Gewinn ist 6, 7 Jahre oder so. Kleine Kinder. Ich weiß nicht. Ja. Sehr interessant.
wie du hast erklärt bei Freide Wiesel, bist du noch als frömmlich, nicht Satmara-Niveau, aber du hältst dich fromm und ich nehme an, dass du kennst dich aus gut mit Chabad-Centers und Koscher-Essenwagen Centers und du weißt, wie soll zu halten Koscher und gewinnen Amateur, was soll sein gastfreundlich auf Shabbos. Kannst du ein bisschen erklären, wie es ist zu sein Schäume, Teure und Mitzvahs in Foren um der Welt und du fährst allein meistens, ja? Ja, so sehr interessante Erlebnis, weil ich viel wie ich habe, so wie, also ich lebe die Reisen anders wie es Menschen. Weil wie ich fuhr, habe ich eibig ake Hille, was nennt mich heran. Ich schicke eibig eine E-Mail zu der Chabad, waar ich fuhr sie Astut. En ich frage sie, wie kann ich essen Shabbos? Ist du Sidus, was man macht in der Chabad? Oder in, sag mal, frage ich sie auch wegen, wie sie können treffen, kuschere essen. Aber sag mal, ist du die Informatie auf dem Internet, ich kann es treffen, sei gering. Stam googlen. En ik heb ook geleerd wie ze kaschen tap in Esszeig. Sie können machen gering essen, wenn ich bin auf Platz von mir wie Apotheke, damals gehe ich sicher kascheren. Ich bin nicht kann ich essen, kalte essen, aber ja. Und eine Sache interessiert mich, was das nicht gesagt nirgends nicht, was ich habe gehört, ist, hast du begegnet jüdische Redders in Europa? Ich weiß, dass Time fleet, Menschen sterben meist zu biologischen Siebes, aber wenn ich bin gefahren in Europa, das gewinnt war der Pandemie, habe ich allemal begegnet Schielen und dort gefunden jüdische Redders. Das euch übergelebt ein bisschen oder nein? Ja, zweimal schon. Sie gewesen einmal in Tallinn. Sie gewesen 2 Jahre zurück. In Stam, wir kommen in de Schiel, gewollt, wir kommen even Stam sehen ein bisschen de Schiel. Und eine was arbeitet, oder gegeben als eine Tour an dem de Schiel. Und ich habe gesagt, von wie ich komme. Und ich rede Jiddisch und fangt an zu reden Jiddisch mit mir und es geht, wir können machen die Tour in Jiddisch. Und ich heb mich die Tour in Jiddisch. Und de zweite muss gewesen jetzt der Zimmer, ich bin gewesen in Wilna und gerade war es gewesen in Kovna. In Kovna, sie haben das Schiel, was sie haben Schuhe, was ist offen, dann, also man können besichern, in seinem Namen sei auf der obersten Stock. Wegen der Geschichte von der Schiel und ich höre, als der Mann was arbeitet, was für den Platz, als redet mit einem. Und es gewähnt ein Jiddisch, was ist mehr ein Litwisch Jiddisch. Und sie hört sich ein bisschen mehr wie Deutsch, wie Muschel, man chassidisch Jiddisch. Und ich habe noch gehört einen Satz. Und ich habe nicht gewiss sicher, ob redet Deutsch oder Jiddisch, weil es gewinnt ein Satz, ein paar Wörter und es ist so ähnlich. Und ich gehe zu ihm und ich frage, ist es gewinnt Deutsch oder Jiddisch? Und er sagt, so Jiddisch. Und ich sage, ich rede auch Jiddisch. Und sie fangen an zu reden. Es ist einfach schön zu treffen andere Menschen, die reden, meine Sprache, weil ich fühle, wie es nicht so viele Menschen außer die kleine Gehille, was ich bin aufgewachsen in New York. Sie fühlt sich so groß wie es dort, aber es ist echt so klein. Wenn man geht raus in der Welt und sie fühlt sich, ich bin der Einzige, was redet Jiddisch. Und man kommt zu nachher, wenn was redet ist. Und es ist so warm der Herz, ein bisschen. Gut. Nu, es ist eine Sache, was zu reden. Ich bin sehr dankbar für die Zeit. Ich gehe jetzt bald Shabbos bei dir. Es ist, wir reden
bei 10 Minuten vor 10 in der Früh Bostoner Zeit. Und du bist in Helsinki. Es geht bald sein Schabes. Du darfst dich zugreifen. Was tust du dem Schabes? Es ist mein letzter Schabes in Helsinki. Fahre ich vor zurück zu sein in New York. Es geht sein jetzt Rosh Hashanah und Sukkot und ich gehe sein in New York. Ich gehe sein mit meinen Chavitas und ja, ich stand verbringen mit sei. Ja, kannst du ein bisschen erklären, für was Helsinki, für was hast du sich verliebt in Finnisch, die Sprache, die Kultur und ein bisschen wegen dein Tequila. Man weiß das von all deinen Vlogs bist du meistens in Finnland, Helsinki. Und was ist also besonders, für was hast du lieb die Helsinki-jüdische Kehle und in Finnland beklau? Ich habe lieb, wie still alles ist, du. So viel wie alles regt sich startet. Leben regt sich startet, wie es ist in New York. So viel wie alles flieht in New York. Jeder juckt sich eibig ergens in New York. Und du fühlst das nicht so wie, man hat eibig Zeit, so steht, so still, es ist ruhig, es ist kalt. Ich habe sehr lieb die kalten Schnee. Und du ist es Winter von 6 Grad in der Jahr. Und ich habe das lieb. Und es ist auch du echt schöne Wälder in der Gegend. Ich kann gehen spazieren. Ich tue es als Sache. In der Kultur in der Schweiz ist auch echt wunderbar. Schweiz heißt die berühmte Saunas, ja? Ja. Betracht wegen der jüdischen Schweiz mit den Plätzen, was bei unserer Jewish Community Center vielleicht seine Schweiz und die alte jüdische Leute, speziell die Neugekommene von Russland mit die alte Leben gebliebene Pflegen sitzen in Schweiz und ein Mann vielleicht reinkommen und schmeißen auf die Plätze und das pflegt man rufen auf Jiddisch oder auf Englisch Plätze. Aber das ist Tage die Heim von Schweiz, ja? Ja. Ja. Seitdem das auch du. Die schmeißen sie auch du, aber nicht eibig, so du spezielle Zeiten dafür. Und was für eine jüdische Kirche ist dort? Ist es eine Chabad-basierte Kirche oder was? Ja, es ist Chabad. Es ist klein, aber ich habe lieber, dass jeder kennt eine der andere. Es ist so warm und süß und ich meine, du bist sehr speziell mit sehr kleinen jüdischen Kirchen, was wohnen überall in der ganzen Welt. Man wird nicht getracht in Juden, aber es ist und man lebt und es ist. Und Menschen, ich und andere Menschen wollen wissen, was ist der Abstamm von die meisten Juden? Sind sie reingekommen von Russland, von Israel? Sind sie langgesessene jüdische Mischwachas? Was haben dort Deuters gewohnt dort? Es ist du einer, nicht nur einer, es ist du ein paar, was sie haben schon in Deures, was wohnen in Finnland, sondern echt finnische Jiden. Und es ist auch du, was Asach kommen von Russland. Weil es ist du eine ganze lange Historie damit, weil was Asach, was kommen von Russland, weil Finnland, Russland hat übergenommen Finnland und die Jiden haben echt nicht gemerkt, wohnen in Finnland, aber gewisse Soldaten damals bei uns gekannt wohnen. Es ist eine lange Geschichte. Historie, wie sie so umgekommen also. Aber als Sachen sei kommen von Russland auch. Und hast du entdeckt Menschen, was reden Jiddisch? Ich nehme an, dass die Chabad-Menschen, das ist bei der Chabad-Mischwache, was helfen sich, als reden Jiddisch? Gerade der Chabad-Rebbetzin redet Jiddisch, ein bisschen. Sie reden ein bisschen daheim Jiddisch, aber es ist sehr
so wie a basic Jiddisch, so wie sie reden zu den Kindern, willst du essen jetzt? Oder etwas so, sie reden echt nicht ein mit der andere, also viel Jiddisch, stam sehr kinderische Jiddisch, was ich gehört bis jetzt. Aber es gibt auch viele etwas, die Kinder wachsen auf Hirn ein bisschen Jiddisch. Ja. Aber von die Higa-Menschen, die was stammen von Russland, hast du nicht entdeckt, Menschen, was haben Jiddisch von daheim? Nein. Nur bei Hansetakes. No, ich will nicht zu viel stören, dein Schabbat, aber ich wünsche dir, ich danke dir noch einmal. Ich gratuliere dir für deinen großen Auftritt und ich wünsche dir noch eine Sache Hatzlache und ich wünsche dir einen guten Schabbat und ein gut gewünscht Neujahr. Schkoyach, auch war und schkoyach noch mal für mich auf dem Programm. Ihr habt noch was gehört, mein Interview mit Mati Mendlovich, was wird dann mit der YouTube-Kanal mit dem Namen Multisingual. Ich rekommendiere das. Es ist sehr verweilerisch. Dort, wie sie hat beschrieben, kann man finden Disney-Videos mit jiddischen Dublieren, wie euch Vlogs, Videologs. Aber sie gibt euch Lektionen wegen der jiddischen Sprache. Ich will euch spielen einen kurzen Auszug von einer Präsentation wegen Synonymen auf Jiddisch. Und sie gibt euch Präsentations einmal wegen jiddischer Jonteben. Und ich will euch präsentieren einen Auszug von einer Präsentation wegen Chanukka. Agif, wir haben sich erklungen zu Mati Mendlovich in Finnland vergangenen Freitag, dem 5. September. Und nach die YouTube-Auszügen wollen wir spielen für euch noch ein bisschen Rosh Hashanah Yontiv Musik. Über 8 Tage wollen wir spielen noch eine Sache Begrüßungen und Reklames von unseren Sponsors. Ich will speziell bedanken unsere Sponsors für das Programm. Israel Bookshop auf Harvard Gas in Brookline, die Yiddish Liga in New York, leagueforyiddish.org, und the American Association of Jewish Holocaust Survivors and Descendants of Greater Boston. Janet Stein-Kalm Barosh. A großen Dank sei alle. Let's take a look at the Yiddish synonyms now. Chitz, Ozer, accept. Ich hab lieb alle Grünzeug außer Iggekus. Ich hab lieb alle Grünzeug Chitz Iggekus. These sentences mean the exact same thing, meaning I like all vegetables except for cucumbers. Familie, Mishpuche. In mein Familie ist du 4 Geschwister, 2 Schwestern und 2 Brüder. In mein Mishpuche ist du 4 Geschwister, 2 Schwestern und 2 Brüder. This is the first example of a word which has a Germanic variant, Familie, and a Hebrew variant, Mishpuche. The sentence means, in my family there are 4 siblings, 2 sisters and 2 brothers. The more commonly used, I'd say in most dialects, is the Hebrew variant, Mishpuche. Kerper, Gif, a body. Auf ein menschlicher Kerper ist du 2 Hände und 2 Fies. Auf ein menschlicher Gif ist du 2 Hände und 2 Fies. On the human body there are 2 hands and 2 feet. Both words are used, but I personally prefer to use gif. Zigein, zivaken, to walk. The latter is only used in American dialects as it comes directly from the English word walk. Ich will ahin gehen. Ich will ahin waken. I'm going to walk there. Greizachun, Sie hören die Masse von Chanukka, die Zahl in Jiddisch. Jetzt kommt's mit mir zurück zu der Jud, Tufschien, Nien Zayin, in Yvonne. Es ist gewesen eine schreckliche Zeit. Yisroel hat gewinn gefeiert bei der jewonischen König, was geheißen Antiochus. Die Jiden von der Zeit haben gehitten Jiddischkeit und sie haben gedient in ihrer Eibestät in dem Beis HaMikdash, was gestanden auf Har Habayis. Dort haben sie gebrägt Kabunas und gedauert. Aber König Antiochus hat nicht erlaubt, als man soll hitten
an andere Religie wie ihm. Hat gemacht außer zu hieten Jüdischkeit und hat gehargert, der, was hat geworden gehabt, hieten Jüdischkeit. Hat speziell gemacht 3 Geseires. Der erste gewesen, als mit Hunisch hieten Schabbos. Wenn es kommen on, die 10 fortige Tag, as es jemei tshuva. Hat jeder Jid bloi sein Sach in sein Machshava. Zochereino lechaim, melech hofetz b'chaim, v'chosveino b'sefer ha'chaim. Gott soll ihm gedenken, dem Leben zu schenken, zu dem Jahr, dem Neuen. Ein Zadig Boretz, Asher Yasetov, Velo Yechto, das weiß der Jid. Nicht o Mensch auf der Welt a filo a Zadik, wo sündigt nicht. Und beiter bei dem Ribono shel olam. Selach lano, mechal lano, kaper lano, zochereino Feiz b'chaim, v'chosveino b'sefer ha'chaim. Gott soll ihm gedenken, dus Leben zu schenken, zu dem Jahr, dem Neuen. Not is servi Yom Kippur. Habt a Huhn, schlockt Kaporis, lost zu ihm euch alle Zores, Joishve Choshech, Vetzalmoves, läuft in Schul und teilt ne Dubes und ne Beid. Zochereinu lechaim, melech ufeiz b'chaim, v'chosveino b'sefer ha'chaim. Gott soll ihm gedenken, dem Leben zu schenken, zu dem Jahr, dem Neuen. A ganzen Tag gefasst und geklaut, und alle vieles gesagt, gebeten Selicha, Mechila, es halt schon Beinila, wird auf'm Herzen
a bissel geringer, und alle Jiden werden sinniger. Oi, 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 zochereinu lechaim, melech ofeid b'chaim, vechosmeinu b'sefer ha'chaim. Gott soll ihm gedenken, dem Leben zu schenken, Leshon haba